Der Jack hat seine Hand ausgestreckt und eine Bohne gezeigt. «Du bist doch ein dummer Löli, eine Kuh für eine Hampfle Bohnen. Los, ab mit dir ins Bett, kommst keinen Schluck zu trinken über und gar nichts zu essen.» Der arme Jack musste ohne Nacht ins Bett. Die Mutter hat 4 Bohnen ins Feuer gerührt. Eine hat sie ins Maul genommen und im hohen Bogen zum Fenster ausgespeuzt. Wo der Jack am anderen Morgen verwacht ist, hat es im Zimmer so ein komisches grünes Licht gehabt. Vor dem Fenster ist eine dicke grüne Bohnenranke gewachsen. Die ist ganz weit aufgewachsen, so weit, wie man gar nicht sieht, bis in den Himmel hoch. Es war gerade wie eine lebendige Leiter. Der Jack ist aufgeklettert. Im Himmel oben hat es eine breite Strasse gehabt. Auf deren ist er gelaufen bis zu einem grossen Haus. Vor der Haustür ist eine riesig grosse Frau gestanden. «Guten Morgen», hat der Jack gesagt. «Hätten Sie noch etwas Föhriges zum Morgen für mich?» Die Frau hat gerufen: «Was zum Morgen? Du bist selber uns zum Morgen, wenn du nicht sofort verschwindest. Mein Mann ist ein Ries und hat sehr gern brötelte Buben.» Aber die Frau vom Ries hat ein gutes Herz gehabt und hat den Jack in die Küche hineingenommen. Sie hat ihm Brot und Käse gegeben und eine Krug Milch hergestellt. Aber er war noch nicht fertig mit Essen, wo plötzlich das Haus angefangen zu wackeln. «Bom, bom, bom», hat es draussen getönt, von grossen, schweren Schritten. «Schnell versteck dich», hat die Frau gesagt und hat in den kalten Ofen hineingeschoppt. Und schon ist der Ries reingekommen. Der war wirklich sehr gross. An seinem Gurt hat er 3 Kälber angebunden. Die hat er gelöst und auf den Tisch gerührt. «Bröteln wir dir zum Morgen», hat er knurrt. «Es hat leider nie einen Bub gehabt.» Dann hat er mit der Nase gezuckt und gesagt: «Fee, fei, fau, fam, ich schmecke Menschenblut. Aus seinen Knochen mache ich Mehl, so ein Brot ist gut.» «Dummes Zeug, lieber Mann», hat die Frau gesagt. «Du träumst. Oder du schmeckst noch den Rest vom kleinen Bub von gestern.» Der Ries hat sein zum Morgen gegessen. Dann ist er zu einer grossen Truhe gegangen und hat 2 Säcke voll Gold rausgeholt.